Der Dulasch von Matthias Zesch. Der Dulasch, der hat mir mein Drache kaputt gemacht. Man hört noch den ohnmächtigen Zorn im Beben von seiner Stimme, auch noch bald 80 Jahre. Ich hab die alte Geschichte ja schon 100-mal gehört, aber ich halt doch mein Gosch, wenn er sie seinem Enkelchen erzählt, wie wenn's gestern erst gewesen wär. An Allerheiligen, auf dem Heimweg vom Friedhof. Es war ja wirklich arisch schlimm, wie er ein Bu und noch kein 9 Jahre alt gewesen ist. Da war sein Vater krank, hat MS gehabt, haben sie gesagt, hat nichts mehr schaffen können, ist halt langsam immer weniger geworden und sollte ja auch nichts dagegen geben. Er ist in dem kleinen Dörfel daheim im Sessel sitzen geblieben, bis er nimmer war. Und ein paar Monate vor seinem Tod hat sein Vater mal mit ihm einen Drache gebastelt, mit dünnen Lättelchen, Pergamentpapier, Mehlpapp und Schnur. Und das war was ganz Besonderes, weil das waren arme Leid, Dachlehner mit noch einem kleinen Stickel Feld. Da hat man nicht viel Zeit gehabt zum Rumspielen mit den Kindern. Lang hat's gedauert, bis das Holz gesägt und die Schnur um das Drachenkreuz gespannt war, das Mehl aggeriert. Hat's nicht gegeben, bis alles aufgezeichnet, ausgeschnitten und zusammengepappt war. Stundenlang ist der Mehlpapp getrickelt und endlich ist auch der schöne lange Schwanzdrache geknippelt worden. So, Bu, jetzt kannst du probieren, wie er fliegen tut, hat der Vater zum Jakob gesagt und ihm den Drache hingehalten. Und der Jakob hat gestrahlt, hat das Kunstwerk vorsichtig genommen und ab, hinaus aufs Feld. So ein selbstgebauter Drache zum Fliegen zu bringen, ist gar nicht so einfach. Den musst du hinlegen und ein bisschen Schnur geben und dann losrennen und wenn er ein bisschen oben ist, ein bisschen mehr Schnur geben und wieder ein bisschen Zug drauf und wieder Schnur und dann setzt der Wind aus und das schöne Fluggerät kommt wieder runter. Und dann probierst du es noch einmal, noch vorsichtiger und dann klappt's besser und er ist oben und der Schwanz tänzelt im Wind und du fräst dich dran und lässt ihn wieder ein bisschen runter und nuff und river und niver und dann hupscht und bist so glücklich über den Drache und den Wind und dein Vater und den Tag überhaupt. Dann ist der Wind schwächer geworden und der Drache ist runtergekommen. Ganz langsam, aber er war einfach nicht mehr drüber zu halten. Da ist er halt ein Stück 30 Meter weiter auf der Wiss gelegen und der Jakob ist hingerannt. Und wie er hinkommt, steht der Dulasch vorm mit dem Drache in der Hand. Ihr müsst wissen, der Dulasch war der Feldschütz, der ist mit seinem Gewehr über die Schulter in der Gemarkung ums Dorf rumgeschlichen und hat aufgepasst, dass kein Obst oder keine Trauben geklaut werden. Und der Dulasch war ein ganz hinterfotziger Kerl. Immer mit dem Fahrrad unterwegs, oft hat er sich in der Mauer und Büsch versteckelt und wie es Gewitter war er plötzlich da und hat den Kindern einen Teufelsstrecke eingejagt. Wenn er die Buben verwischt hat, wie sie mit der Kie auf der Weht Torero gespielt oder ein paar Kasche gestrenzt haben, hat er ihnen den Arsch versohlt oder ihnen sein Schießprickel vor den Bauch gehalten und sie in sein Notizbuch ihren Namen schreiben lassen, weil er selber nicht schreiben gekannt hat. Dabei hat er als Amtsperson Hochdeutsch gesprochen. Ich schießen, du schreiben. Vom Dulasch hat eigentlich keiner gewusst, wie er richtig heißt, aber jeder hat gewusst, wer gemeint ist. Der Jakob war also wie vom Donner gerührt, wie der Dulasch da mit seinem Drache in der Hand vor ihm steht. Er hat ein bisschen schüchtern gesagt, das ist mein Drache, bitte geben Sie mir wieder. Der Dulasch, der alte Babsack vom Schitz, hat seine Beute noch ein bisschen hergehoben, hat den Bus so von oben runter hämisch angeguckt und ihm ganz laut ins Gesicht gesagt, du betrittst unbefugt diese Wiss. Dieser Drache ist konfisziert. Und dann hat er den schönen, neuen Drache genommen und hat ihn einfach über seinem Knie zusammengebrochen, der Rest auf den Boden fallen lassen und ist mit verschränkten Armen stehen geblieben. Das ist die gerechte Strafe. Nehmt euch Drecksgelumps wieder mit. Der Jakob hat sich nach der Splitter und Fetze gebickt,
hat sie an sich gedrückt und ist heimgerannt zu seinem kranken Vater. Hat geheilt wie ein Schlosshund und war gar nicht mitzutrösten. Der Dulasch hat mir mein Drache kaputt gemacht. Und da war überhaupt nichts mehr zu reparieren, noch nicht einmal von seinem Vater. Und wie so ein paar Halbstarke ein paar Jahre später ins Heisel vom Dulasch ein Poolfass voll Pool neu laufen lassen, hatte Jakob überhaupt kein Mitleid mit dem Dulasch, seiner Frau und seine Kinder hatte. Aber das ist eine andere Geschichte und die erzählte Jakob immer bei Käste und neue Weih. Noch ein paar Viertelscher an seinem Geburtstag.